Ik zie vandaag hier met Predja Ewald Remmer. Dankzij Herr Remmer dat je de tijd hebben. En mocht een beetje over Advent reden. We staan voor Weihnachten. En we vieren allemaal voor Weihnachten Advent. Herr Remmer, wat betekent dat woord Advent eigenlijk? Advent komt vom lateinischen meint Ankunft. En verbindt sich bij de Christen en de Gemeinde damit, dat man im Advent an die Zeit denkt, als Jesus dann ankommen soll. En nog niet gekomen weer. En van vandaag dag verbindt sich dat bij ons besonders damit, dat Jesus weiter ankommen wordt. Aber dat is op wederzijds geschikt. En Advent als eine Zeit für Weihnachten, eine Vorbereitungszeit am Weihnachten richtig zu feiern, sind Feier sind auch für Weihnachten. Steht da irgendwas im Neuen oder Alten Testament von Advent? Das dachte ich vielleicht zu finden, ich will das mal noch sehen. Dann schaue ich im Bibellexikon und in dem Wortkonkordanz, wo da über die wichtigsten Begriffe in Veda da geschrieben steht in der Bibel, ich fand das in der Bibel ja nicht. Aber ich habe noch ein Gemeindelexikon und da stand über die christlichen Feste. Und da wird dann auch gesagt, was die Juden für Feste gehabt haben, und als die Christen nicht mehr mit den Juden taub wären, nachdem als sie ausgeschlossen waren aus dem Judentum, und dann für die in besonderer Weise immer nicht mehr den Sabbat, sondern für den Auferstehungstag Jesu Christi. Und schickte immer aus eine Fähre, Jesus soll bald weiterkommen. Dann hat sich, nicht weil es dort in der Bibel so angesagt ist, aber weil die Christen dort so gedacht haben, dann hat sich erst nur 300 Jahre nach Christus, als die Verfolgung abhören über die Gemeinde, in dem großen römischen Reich, der erste Christen verfolgte, als das Christentum dort dann angenommen wird und sogar eine Staatsreligion wird, dort tat man einmal dort wie die Religion, ja, das Christentum, dann haben sich dort die Feste entwickelt, und besonders Weihnachten auch. Weil es das wäre so, in Rom, die vierte das Fest des Sonnengottes. 24. Dezember, die Christen sehen das nicht ans Gott. Den wir feiern, die bockte das am 4. am 24. Weihnachten. Geburt Jesu Christi. Was man vorher hat, man immer war den 6. Januar gefeiert. Man ist sich von Tag nicht ganz einig, was ganz genau das Datum ist, wann Jesus geboren ist. Einige sagen sogar, dass wir 4 Jahre Eier oder was immer. Die Diskussion hält uns wenig was. Ja. Die bringt nicht was. Aber man sieht, wir wollen feiern, dass Gott Jesus in diese Welt geschickt hat. Und der 6. Januar, die wird in Russland, in Griechenland, in der Kirche, wird das immer noch als der Tag gefeiert, wo Gott und Jesus auf diese Welt gekommen ist. Aber in der westlichen Welt, zu der wir hier, was dann einmal in Rom war, da war Weihnachten dran. Dann hat sich am Weihnachten eben, so ist das dann immer ist, mit den Traditionen, allerhand Traditionen entwickelt. Und auch diese Tradition mit dem Advent, dass man für Weihnachten eine Vorbereitungszeit haben will, um Weihnachten dann richtig Weihnachten zu feiern. Aber nicht bloß an dem Tag, sondern all Feuerwerk vorher. Und dann ist das später dann auch so gekommen, dass man
dann gesagt hat, das Kirchenjahr, das fängt am 1. Advent an. Manchmal traf das all Utgangs November. Und manchmal dann Anfangs Dezember. Aber 4 Adventssonntag. Und dus ich mir dort von klein noch denken kann, wäre das immer sehr wichtig, weil wie warte ich alle ab Weihnachten, ab die Geschenke und alles. Und wenn die dann sehen, dann ist der 1. Adventssonntag, aha, noch Feuerwerk, dann ist Weihnachten. Aber dort wäre auch ein Problem, was mit dem Advent ist. Man checkt, ob die da noch, wo wir Familienfeste feiern und wo die Geschenke geben und so weiter. Und der Advent soll aber dort an sich haben, dort wie sehen, wie wollen diese Feuerwerk, weil wir uns Zeit nehmen, um uns zu besinnen, was meint das für unserem Glauben für uns, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das wird Sie vorher auch beim Gespräch gereicht. Der hatte da eine Fastenzeit gehabt, erstmal 40 Tage. Ja. Und nachher war das Feuerwerk dann, eine ja. Fastenzeit für Weihnachten und nachher auch noch endlich für Ostern. Ja. Das wär mal die Vorbereitungszeit. Das du kriegst nu Handwest endlich. Ja. Und bei uns hat wir dort dann, kann ich mir noch gut denken, von meiner Kindheit und Jugendzeit, da wird gesagt, und diese Feuerwerk sollen nicht chaste gefeiert werden, sollen auch nicht große Festlichkeiten veranstaltet werden. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit nicht auf weit andere Länder, sondern wir wollen diese Zeit nutzen, um uns auf Weihnachten einzustellen. Dankeschön, Prediger Rema, für diese Zeit. Und möchten wir warten, Advent, bedeutet warten, möchten wir dort an das Jahr feiern. Und besonders an allerlei Lied denken oder irgendwo, wo wir was Gutes tun können. Dankeschön für die Zeit.